Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 222. Emission von Testtelevision Stesel, 1. Juni 2016. Als nächster Beitrag feiert uns bei der Version vom Basket von Stesel. 35 Jahre, wo sie müssen werden. Und du gleich zwei Meistertiteln, die für Damen und die für Herren. Das Zwerge der Champion. Ein weiter Nom lechte Sonntag. Das ist ein Premier sowohl für die Steseler Basket wie auch für die Gemeinde, ein double Champion für Lützeburg zu ehren. Die von den Damen an die von den Herren. Moment von der Saison 2015-2016. Sowieso ehemalig an der Geschichte vom Steseler Basket erfolgsimmer von der Steseler Gemeinde. Die Assoziation unterstützt sein Präsident, Mannkomitee, Komponenten von Ramikal, die Bürgermeister, Chefen, und Conseillen und damit die ganze Population von der Gemeinde sind hilfreich, ob die Leistungen, die Rayonnement über die Grenze von der Gemeinde erwäscht haben.
Dazu gehört aber auch am Hintergrund ein gutes Enkadrement, das heißt ein guter Präsident mit einem guten Komitee, den hat er ja auch. Und zwei wichtige Elemente am Team sind aber auch hier Trainerin. Wenn die es fertig bringen, nicht vermitteln von ihrem technischen Wissen und ihrer Erfahrung, ihre Equipe zusammenzuhalten, sie am Griff haben, einen guten Equipegeist erhalten, sie motivieren, da mischt das Ganze ja auch noch Spaß. Eine gute Stimmung und Ambiance dreht auch zum Erfolg bei. Gut alles zu den guten Resultaten von den zwei Equipen, die mir haut eieren beigedrohen. Die Live-Supporter hat alle gut geholfen, dass die letzten Matcher zu großen Basketfesten gaufen. Dafür all denen, die zu der formidablen Stimmung beigedrohen haben, ein großes Merci. Besonders aber eine Kamedischleier an der Yellow-Purple-Familie. Ich behaupte, und ich wiederhole mich, dass dir die besten und 3 Supporter am Basket tun. Die 2 Championstitel sind Resultat von einer ganzen Steseler Basketfamilie. Große Merci auch vom Supporterclub, einem Kapitän, dem Christian Scherz, den dezidiert hat, einen Schlussstrich in eine formidable Basketkarriere zu ziehen. Ich soll auch vielmals Merci für die Bucke, den ich gekriegt habe. Ich will den an Empfang am Namen von allen guten denen Leuten, nicht als Präsident, sondern am Namen von allen guten denen Leuten, die mir an uns alle guten helfen. Und ich habe natürlich daheim ganz viele Themen zu diskutieren mit meiner Madame. Und das Hauptthema, das unter dem Finale geht, das ist immer nur der Basket. Und dann kommen die Kanner. Und dann könnt ihr Heinz doch nach Derbisch. Und da könnt ihr stehen an der ganzen Rest. Und nun hier hat eigentlich wird das ganz nicht so einfach dafür. Die Idee und ich der Buch geht.
Hier waren Freund von der Steseler Gemeng an von eisen größten Politiker vom letzten Jahrhundert, den Robert Krebs. Hier gouf Orlo geeiert zu Heestrif, an dem eng Büst von ihm do enthüllt ginnners. Television Stesel war bei der Zeremonie dabei. An die Herren auf den Platz ganz kurz begrüßen, wenn wir nur in der Dachsinn im Zelt sind, wo dauert es wenig mehr lang, da gehen wir auch mehr an den Dr. Krebs an. Da gingen wir mal den Staatssekretär für den Kultur- und Justizminister an den Robert Goebbels begehen, heute ein Parlament machen. Und dann gingen wir jetzt dann ans Zelt beginnen, wo wir dann auch nach Eis über den Krebs dann unerhalten. Merci alle, dass ihr gekommen seid. Ja, schon. Hi, Felix. Voilà, dat is dat. Ja, dat is ik gezond. Herr Justizminister, Herr Staatssekretär am Ministère für die Kultur, Monsieur l'ambassadeur de la République tchèque, Madame la consul honoraire de la République tchèque au Luxembourg, Herr Procureur d'État vom Bezirksgericht Tickerich, Herr Ehrenombudsman an früheren Minister, die Damen und Herren Deputiert, Kolleginnen und Kollegen Bürgermeisteren, Chefen und Gemeinderäte aus den Gemeinden Stesel, Lützeburg, Lorenzweiler, Liederanven und Walfen. Präsident, Comité-Directeur pour le souvenir de l'enrôlement forcé, Madame und Herren Ehrendeputierten aus dem Lützeburger Europaparlament, die Damen und Herren Ehrendeputierten und freie Members aus der Regierung, Herr Ehrepräsident von der Cour Administrativ, Madame Ehrepräsidentin vom Bezirksgericht Lützeburg, der Pompiers-Kommandant, Herr Bachstauer, alle freie Malabischte von Robert Krebs, Madame Präsidentin vom Syndikat Initiativ, Madame Präsidentin von der Harmonie, die Damen und Herren Präsidenten von unseren Vereinen, die Herren Künstler, Brief, Familie von Robert Krebs und sind da ganz viel gekommen. Die Damen und Herren, grüßen alle Guren am Namen vom Steseler Gemeinderat, also nicht ganz besonders merci für die Beteiligung dem Parlament von der Wist vom bedeutenden und verdienstvollen Politiker Robert Krebs heute am Kehr von Heerstraf. 1981 schon haben wir dieser zentrale Platz umgehen. Centre Robert Krebs. Bezeichnend also Numm für eine starke Persönlichkeit, die heute zu Lützeburg während praktisch für im ganzen Leben ein ganz wichtig politische Rolle gespielt wird. Robert Krebs als Resistenzler am Zweiten Weltkrieg mit all den Konsequenzen, die das für jeden mit sich gebracht wird. Deputierten und einer scharfen Zunge, aber nicht nur an der Qualität. Zwischen 1974 und 1979 an der DP-LASAP-Regierung Minister von der Justiz wurden couragiert gesellschaftspolitische Änderungen initiiert wird, wie Aufschaffung von der Todesstrafe, Humanisierung vom Strafvollzug, Aufhebung von der Peine de Substitution, Schaffung vom Staatsservice Central d'Assistance Sociale, Niveau von dem demoligen Service Social, Sturm der Justizminister Robert Krebs, die junge Psychologin Anne Brasseur als Koordinatrice zur Seite. Robert Krebs kurz Joren vun de Nazi geklaut. En ass 1941 sich schon vun der Gestapo verhaft gehen wollen als Student schon aktiv Resistenz gemerkt. Dann hört tun zum Deel zu summe mat engem Pap den Adolf Krebs eng Station de gemerk durch
Konzentrationslagen. Wir war für allem zu Hinz oder zu Wittlich an zum Schluss zu Natzweiler Struthof an hört als junge Mensch schon tell. An die darauf kann tun, wissen, dass das hier besonders auch sein politisches Leben enorm geprägt wird. Darüber ist für die dann Chambre gewählt ging 1964. Und das direkt abgefallen durch seine scharfe Zunge. Und als Fraktionspräsident ging von den Sozialisten und hat es zweimal bei Fertigspruch eine Regierungskrise zu machen, notamment weil der gemeinsame Premierminister Pierre Werner uns ein bisschen zu scharf als Koalitionspartner attackiert wird. Mit der Opfahre so. All die kann zu wissen, dass es zwar ein formidabler Mensch war, aber nie ein einfacher Mensch. Ich habe Robert Krebs kennengelernt Ende von den 60er Jahren. Wir waren alle beide an der Sektion Merle Bel-Air. 1969, ich hatte damals 25 Jahre, da kam der René Gregorius mir sicher für, dass ich mal dann Gemengerratswahl gehen 1960. Ich bin halt matt gegangen. Ich muss selbstverständlich nicht gewählt gehen, wie das sich passt. Und Wahlen sowieso nicht gerade gut gewonnen gehabt. Aber wir sind an der Opposition geblieben, wie wir da an der Stadt Lützeburg leider als oft gewinnt waren. Und ihr wisst an der Partei ist es so, dass nur die Wahlen dann die Gemengekommissionen besetzt gingen. Und wir hatten eine Versammlung. Und du hast da gesagt, du bist der Juso des Service, da gehst du an die Jugendkommission. Ich habe protestiert. Ich weiß ganz genau, dass die Jugendkommission bei nie zusammenkommen. Ich so, ich hätte gerne eine solide Kommission, wo ich auch politisch etwas lehren könnte. So darauf, man weiß was. Ich bin viel gesehen für die Budget- und Finanzkommission. Da gehst du an meiner Platz. Und so ist es doch gehen. Und ich habe sich dem Rob und dem Gest, den er für mich gemacht zu verdanken, dass mein Interesse für Wirtschaft, und Finanzfragen und Budgetfragen geweckt ist. Und da hat er den nächsten Schritt an Politik gemacht. Ich habe in den folgenden Jahren viel am Rob zusammen geschafft. Ich war, der Jean-Pierre hat schon gesagt, ein Fraktionssekretär, Generalsekretär von der Partei. Und der Robert Krebs, den als 1979 Parteipräsident ging, und ich war damals während 5 Jahren sein Generalsekretär, und wir haben eigentlich damals Partei gut umgekrempelt, mit vielen anderen selbstverständlich. Aber das Resultat war, dass wir 84 großen Wahlsieg hatten, von den schönsten von der Geschichte von der LSAP. Wir sind von 14 und 21 Deputierten geklommen, da waren dafür auch inkontournabel für an die Regierung zu kommen. Ich will just unterstreichen, dass als Minister, 2 Perioden Minister für die an der Regierung Taubenberg von 74 bis 79 und dann an der ersten Regierung Santa Post von 84 bis 89. Und an all den Ministerien, wo ich war, mit den Spuren anders. Spuren, die undauern. Und die dafür werden sorgen, dass der Name Robert Krebs an der Lützeburger Politgeschichte nie wird vergessen geht. Robert Krebs war ohne Zweifel von den großen Lützeburger Politikern engagierten, humanistisch, hin Kultur zu einem politisch eigenständigen Thema erhoben. Es lag ihm Herz, Kultur, und Robert Goebbels hat schon gesagt, Physik für ihn zugänglich zu machen. Ich habe den Robert Krebs nicht persönlich kennengelernt. Ich habe viel von Robert Krebs natürlich hören. Ich habe auch für schon lange Jahre ob eine andere Weise dem Robert Krebs sein Weg gekreuzt. Das tut damit zu tun, dass ich Freundin von Alfons Spielmann singen kann.
von Spielmann, Demos Prokureur General d'Etat, wo der Robert Krebs die schwerisch Aufgabe hat, Lützeburger Justiz zu reformieren, von Organisation Lützeburger Gesellschaft zu reformieren. Es schon über den Doten irgendwie relativ frei Abblick kriegt an die Art der Weise, wie der Demos aufgelaufen. Aber noch der Robert Krebs den Minister war an der Justiz, so also doch Demos wie haut klar, dass der Minister allein nicht viel oder nicht alles kann machen, wann er nicht auf Leute kann zählen, die durch bestimmten schwerer Zeiten Matten gehen, da könnten lang nicht ganz weit. Robert Goebbels hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Demos die Diskussionen schwierig waren. Das waren ganz heftige Debatten. Wenn wir heute der Hautmengen mehr hätten an der Lützeburger Politik heftiger, schwierig Auseinandersetzungen, so ist mein Eindruck echter, dass das, was Demos geschieht, war wesentlich mehr heftig war, wie das, was wir heute machen. Ich konnte eine ganze Reihe Zeitungsartikeln von Alfons Spielmann getragen an für seine Kanner gewesen aus der Zeit, nicht nur in der Sängerzeitung. Viele Sänger nicht nehmen. Das war nicht nur in der Terim, das war überall hin. Überall, wo es wehgetan wird. Das war eine Kampagne, das war keine Information, das war auch kein Ruhmesblatt für die, die das damals publiziert, an damals geschrieben haben. Und ich meine, dass auch dem Robert Krebs nicht mehr Gerechtigkeit gedauert, wenn er noch Dorner erinnert, auch das als ein Teil von seiner politischer Karriere von damals. Entschuldigung, so der Robert Krebs wird den Doten irgendwie nicht kennengelernt. Und hat auch meine Bewunderung, weil der war, den Todesstrafe zu Lützeburg aufgeschafft hat, auch das wohl nicht lang, auch das, weil Zeit vielleicht reif war, aber sie war zu Lützeburg mehr freireif wie in anderen Ländern. Das war nicht so, dass wir da just eine Bewegung mitgemacht haben, die im Ausland schon largement untermauert war, das ist schon der Kontra. Das war vor seiner Zeit. In Relation mit einer ganzen Reihe von unseren Opern an der Stadt für 2 Jahre Gelegenheit schon als Justizminister zu Paris den anderen Robert kennenzulernen, den Badinter, den das selbst gemacht hat. Mich spät in Frankreich Todesstrafe aufgeschafft hat, ein Mann, für den ich eine ganz große Bewunderung da habe, wo es mich immens geehrt gefreut hat, dass ich konnte mit dem daheim sogar ein Gespräch feiern, unter anderem darüber. Und schon aus den selben Gründen dieselbe Bewunderung für den Robert Krebs, für die Leistung, die ihn damals verbracht hat, auch wenn ich nicht gelehnt hat, das persönlich zu sagen. Das ist so, und ich meine das wirklich aus dieser Überzeugung und aus ganzem Herzen. Am Namen von unserer Familie will ich merci sagen. Merci dem Jumpy Klein, der hier ein Tundenken an unseren Papa, der Krebs Rupp, immer gepflegt wird und hier nie vergessen wird. Merci dem Jean Bichel und dem Alex Reding für die gelungene Skulptur, die nach 25 Jahren ein ziemlich Streitbild von unserem Papa rumgeht und an dem ihn auch seine Persönlichkeit rumfindet. Merci unseren Papa, sein Cousin, Krebs Roche, den Doyen von unserer Familie, vom Krebs-Clan, der hier nach 90 Jahren in der Wehrheim erfunden hat. Merci und Nejal, der heute kommen sieht, für unseren Papa zu hören. Als Familie und wir kleben immer ein bisschen Delen mit der Partei. Als Kanner haben wir unseren Papa gedeelt mit einer Reihe Ziehsöhne, die ihn irgendwie adoptiert hat. Das war Leute wie Drop, dem just geschwärzt hat, der Master Bonchang, der Master Bartolomeo, andere auch, an der Jumpy Klein. Sie kriegt Ratschläge an Anweisungen von unserem Papa. Der Jumpy wird besser gefolgt wie ich. Denn er hat nur seine Ausbildung tatsächlich drauf studiert, so wie er das gesagt hat. Heute geht der Jumpy Klein etwas rum. Gibt als Gelegenheit, nach einmal an unseren Papa zu denken. Wir wollen dafür bei dieser Gelegenheit daran erinnern, für was hier gekämpft wird. Und nun werden wir denken, wenn wir sein Porträt gesehen. Der Krebs Rupp, also Pap, stand für die Menschenrechte, Dignität vom Mensch, für die Sozialgerechtigkeit, für Toleranz und Frieden.
Ich erinnere an Tschechoslowakei 1960 an Chile 1973, wohin sich persönlich und Nakei von den Flüchtlingen bemäht wird. Hier hat sich auch gesagt, für Privatsphäre vom Mensch, für den Datenschutz, gegen den Kommerz von unseren privaten Domänen, gegen die Überwachung von Bürgern, gegen unkontrolliert Sammeln an den Austausch von persönlichen Daten, gegen den Rassismus und die Ausländerfeindlichkeit, gegen den Rechtsextremismus und den Faschismus. Ich brauche nicht zu sagen, wie weit das Frauen Haut von einer brennender Aktualität an Europa sind. Ich will schücht sagen, dass die Diskussion darüber mit Krebs nicht einfach gewirrscht wäre, weil sie mit ihm bis auf die Front gegangen wäre. Weil hier kein Ausweichen und keine bequemen Solutionen zugelassen hat. Hier hat es forciert, als der historische Herausforderung zu stellen. Und hier hat dabei nicht Licht abgehen. Ich soll nicht messen. Je voudrais ajouter aussi quelques mots sur ce grand personnage de M. Robert Cripps, notamment sur ses efforts vis-à-vis ses amis. Je ne sais pas si c'est bien connu, mais Robert Cripps était non seulement un homme politique très célèbre, comme vous avez entendu cet après-midi, mais il était aussi un ami très proche des Tchèques et des Slovaques. Les relations étroites entre Robert Cripps et les anciens Tchécoslovaques remonte à la Seconde Guerre mondiale et son emprisonnement au camp de concentration de Dachau. Il avait noué de sérieuses amitiés avec les Tchécoslovaques qui l'ont ensuite aidé à survivre. Et Robert Cripps ne l'a jamais oublié. Il a essayé de garder ses amitiés à tout prix. Mais ses efforts ne s'arrêtent pas là. Il a également été ensemble avec M. Fernand Zurn à l'origine de l'initiative de dénommer une place de la ville Square Jan Palach, déjà au début des années 60-70. Puis il a rencontré plusieurs fois les jeunes Tchécoslovaques qui ont fui le pays et il avait toujours un grand plaisir de pouvoir les soutenir ou les aider. Pour citer juste un exemple, il s'est désigné vice-président de l'association des amitiés tchèques et slovaques Luxembourg. Autrement, l'association ne pourrait pas déclarer car il fait qu'il y a un nombre de luxembourgeois dans le comité d'administration. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de constater que cette association existe toujours et contribue à serrer les liens entre nos deux nations.
Dat war als Emission vom 1. Juni 2016. Mir gesinn eiserem den 20. Juni. Aus technischer Grund verlehe mir als Emission am 5. Ich bitte um Ihr Verständnis. Für Haut und ich Messe für Nokucken an bis geschwommen.